Oh? Ah. Ahoi und einen wunderschönen Lukas, hi. Ja, was soll man gerade sagen? Ich wollte es mal ausprobieren. Das letzte Mal, wo wir sowas gespielt haben, war Jurassic World Evolution. Ging dann an 6. alten Rechner nicht mehr. Auf dem neuen habe ich es tatsächlich noch nicht drauf. Wo bleibt jetzt habe ich drauf? Versuchen wir mal, das ist übrigens unser wunderhübscher Avatar. Ist er nicht sexy? Und da beamen wir weg. Das Hauptquartier ist ein Ort, an dem andere Spieler den Avatar sehen und auf von dir geteilte Zoos oder Baupläne zugreifen können. Positioniert den Avatar in einer
wegen Stelle auf dem Globus. Du kannst die Position des Avatar später verändern. Das ist ein ziemlich großer Bett. Ja, passt schon. Wow. Irgendwo da. Oh, ja. Ich hab's noch nie gespielt. Okay, Franchise-Herausforderung auf Zeit. Karriere, ne? Erst einmal würde ich sagen. Sind wir da auf? Gut wie ein Haus. Also Löwe. Auf, voll der auf, ne? Das geht ja schon wieder super. Oh mein Gott. Jo, wird schon passen. Komm, hau raus. Lesen wir jetzt gar nicht. Breitere Wege können Staus bei großem Andrang reduzieren. Mal schauen, wo wir hinkommen beim großen Andrang. Das ist ein bisschen besser. Aber wir bauen die gar nicht selber auf. Ah, hi, Immertu. Tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Blanco. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Dann bleiben wir bei dem. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe, und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung, und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Pferde stehlen, da warst du gleich da. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Ich hab's was im Urin. Wie war das? Welche Bären können nicht malen? Die Grizzlybären. Oh Gott. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus arctos horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Warum gehen Ameisen nie in die Küche? Weil sie Insekten sind, ja. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier, wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Oder Bärbooty. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Kann ein bisschen Bärbooty anschauen. Wie er rumtwerkt. Na ja, gut.
Wie komme ich da raus? Ah. Lionze? Mit Steuerung ist bloß komisch aktuell gerade. Das hast du ja nicht. Ah, so geht's, okay. Ah, alles klar. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Warum leer? Also irgendwie, oh mein Gott, ist die Steuerung komisch. Jo. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, 2 etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Ja. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Warnung, Spieler auf Besuch. Okay. Tierhandler. Genetik, weiblich. Mika, okay. Ah, da, Tierhandel. So fett. Sehr gut. 2 prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert, wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Habe ich doch schon, oder? Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Habe ich automatisch Gehege. gemacht, okay. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Eine Sugelsau bringen? Eine Sugelsau. Da kommt die zweite Sugelsau. In der Transwaffenküste. Azizi. Und Shukura. Alles klar. Ja, zu saufen, wenn nicht gleich können, wenn sie was hätten. Und jetzt so? Verhütungsmittel anwenden oder entfernen. Okay. Alles klar. Ich war zu schnell, ne? Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus 4 verschiedenen Bereichen zusammen: Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung.
Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Nö, passt schon. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Was das Süßel? Mit Süßel. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Das taugt jetzt schon, oder was? Ernährungszustand ist nicht ganz in Ordnung. Füll mal den Scheiß auf, wollte ich gerade sagen. Fülle er auf. Also Schwendel verhungern. Der Zeit wird's. Wow, ernsthaft. Das Saft ist doch auf 2 Sekunden weg. Und Futter? Füll das Futter auf. Da rennt er, okay, passt. Will ja hoffen. Was kommt der da? Futterqualität muss am Gehegeeingang festgelegt werden. Futterqualität muss am Gehegeeingang festgelegt werden. Alle 3 Monate kriegen die was zu fressen? Oh mein Gott. Na gut, aber den... Gehege, Futter, Wasser, Heizkörper, Klimaanlagen, Lebensqualitätsobjekte. Ich habe ja noch nichts. Okay, dann wohl hier raus. Straußen, hat er gesagt. Straußen. Die Straußen. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke.
Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Achso, das Ganze geht gar nicht. So, okay, machen wir. So am Eck. Muss da sein, ne? Oh mein Gott. Gut, stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. So wenig Freiheit. Kann ich irgend... Ach Gott, ernsthaft. Naja, das ist halt hässlich, wenn du das so meinst. Gut gemacht. Naja. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin So Tiere toll. platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Das war so nur. Das ist extra Gehege da. Kriegen das weg. Wahrscheinlich oder gar nicht, oder? Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das Es ist auch doch nicht für der unsere Ernst. Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Oh. Hui. Was mache ich denn da? Sei verbockt, ne? Was wollte die Tante jetzt? So. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder 5-mal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei, höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch 4 für hier. Tierhandel.
Jo. Geht ja automatisch, ne? Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Wie kann ich das drehen? Egal. Das Interface ist unter ein bisschen zu groß, finde ich. Ich drehe den blöden Trog. Wie drehe ich dich? Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt, jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor, deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Ich denke, mit dem müssen wir leben, ne? Ob der versehentlich drauf drückt. Ah, mein Gott. Ah, okay. Einrichtung gehende. Tierpflegehütte klein, Tierpflegehütte klein. Planet Zoo. Klassiker. Du musst die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Ja, wie mache ich das? Ah, drehen ist Y. Okay. Alles klar. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Stromtransformator. Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden.
Oh, das ist friemelig. Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Alter. Ja, die werden schon irgendwas zu trinken kriegen, ne? Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, machen wir hier noch. Einfach nur, weil es geht. Unübersichtlich ist das schon. Bissele. Bestimmt irgendwie eleganter. Aber elegant kann ich aktuell gar nicht. Okay, dann Eingang. Das sind nächste Hütten. Hütte. Das Hütte. Transformator. Krankenstation, das sind Tierpflegehütten, also Toiletten, Café. Da ist bestimmt irgendwo eine Map, wo ich sehe. Gelände. Wege. Barrieren, Gehege, Natureinrichtungen, Baupläne. Einrichtungen, Naturgehege, nö. Naja, egal. Machen wir erstmal Klaus. Okay. Du und du. Du bitte, Klaus. Klaus. So, okay. Dann, die ganzen Bereiche aus Klaus, würde ich sagen, oder?
Ja. Passt vorerst mal. Dann haben wir Gehegeeinrichtungen, Tore. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung Oh anpassen. mein Gott. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Aber? Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. Da das Ich krieg Gehege 4. jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Für Spendenbüchsen Einrichtungen. Was Einrichtungen? Spendenbüchsen, okay. Gut, die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Warte mal, ich will das ein bisschen ändern da. Barrieren. Geht das jetzt schon wieder? Ah, es ist arschig. Jo. Und jo. Schick mal da rein. Und du auch. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Essenstablett groß. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Voll am Ein Ersaufen. Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Gelände. Wasser. Ruhiges Wasser, aufgewühltes Wasser. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Ein gefrorener Blutkürbis. Blutkürbis. Ich spiele Kampagne, ja. Aktuell. Eine Weile nicht gespielt habe. Haben sie jetzt nur auf das Spiel losgelassen, Gott bewahre. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Ich habe den auch schon gespielt. Die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Der Entwurf ist unsagbar hässlich.
Wir haben das Ding auch schon gespielt damals, Jurassic World Evolution. Ist ja nichts anderes. Hast du das nicht oder was? Passt doch. Schon, ja, ich würde sagen. Genau. So ist ein bisschen anders, das stimmt schon, ja. Aber ich habe es einfach noch nicht gespielt, ich wollte es mal antesten, wie das ganze Ding einmal hier hat, also. Ja. Das freie Bauen fällt ein bisschen, das stimmt ja bei Jurassic World. Kommt das aktuell noch nicht ganz klar. Fühlt's einfach, muss nur die erste halbe Stunde aufs Gold hören. Aktuell spiele ich Kampagne. Tiefgang fehlt irgendwie bei Jurassic World. Ich habe von Jurassic World aber auch ein bisschen mehr erwartet. Kommt aber, wird aber trotzdem irgendwann nochmal anfangen, denke ich mal. Kommt bestimmt nochmal. Damals ging es irgendwann wegen den Rechnern nicht mehr. Was wüsstest du von mir, Spiel? Mal schauen. Jetzt mit Planet zu, jetzt einfach mal angefangen. Mit Gaudi halber. Die Kira, oder der Kira. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Habe ich schon. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Malen, malen, malen. Jo, gerade lang. Tutorials sind komisch. Es ist zu viel langes Gras. Ach so. Jetzt. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Naja. Gut, statten wir den blauen Pfauen einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Also dann, wähle einfach einen Pfau aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Öffne den Bereich Soziales Wohlbefinden für mehr Details.
Ausstieg raus. Habe ich gerade gemerkt. Okay, Soziales, sagt sie. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los? Du weißt ja, wie das geht. Gut gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber Ja, es ja. klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Snow Leopard. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Aber das sitzt da. Was ist Angel mal? Du. Einwegspiegel. Wo das jetzt macht. Ach, die will den Bereich, oh mein Gott. Ja, man sollte hinschauen, was man machen will. Nee. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Wie du sehen kannst, Schauen Sie mal haben an. wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Taugt es? Na, es könnte funktionieren. Brauchen wir noch eine? Müsste verrasten, als es kalt wird. Schaut doch grundsätzlich nicht schlecht aus, oder? Hätte ich gesagt. Wo ist die Tante? Wo ist die Mika?
Da ist sie. Gerade lang will sie. Gerade lang ist da viel, ne? Mein Gott. Wäre eigentlich relativ einfach, gell? Dann machen wir noch eher die. Wo ist noch gerade lang? Da ist noch gerade lang. Bisschen mit Fels kriegt's noch. Und aber Bäume stehen ist ganz wichtig. Wir sind gerade lang noch. Sollen wir ankrabbeln, wo das ist? Ja. Der geht zur Aquakultur, würde ich sagen. Lebenserwartung 240, Immunität 50. Ja, genau, du wirst nicht gefressen, ist klar. Was? Spiel zur Beschäftigung 100, Umgebung, Brombeerstrauch, Pflanzen im Gehege. Du bist einer weg, oder was? Ist das gesünder? Schnee fehlt noch, okay. Snow. Wir haben sehr viel Fels. Ja, jetzt geht's noch gut, oder? Spielzeitbeschäftigung. Es gibt genug Beschäftigung, dass man Spielzeug für eure Tiere. Gehege ist auch cool. Sozialverhalten ist cool. Ernährung ist cool. Vielleicht gibt es auch Spielzeug. Ich weiß nicht genau, was die jetzt noch wollen von mir, aber passt schon, machen wir. Gehege. Spielzeug. Kann ich nicht machen, weil ich spiele schlecht. Okay. Tante, was willst du von mir? Im T-Shirt geht's doch super. Die Pflanzung passt da ganz cool. Reibetafel passt da, würde ich sagen.
Einer bis maximal 2 wahrscheinlich. Was wollen wir jetzt quasi? Was willst du noch? Größtes Überlebenserwartung ist okay. Also nicht okay. Immunität. Sehr wichtig. Genetik ist halt das generell. Okay. Was will... Erhöht das durchschnittliche Insgesamtwohlbefinden aller Tierarten auf 90%. Also. Gelände taugt den nicht. Viel zu nicht Gras kurz, okay. Kann er nicht. Gerade lange Erde ist zu wenig Erde. Viel zu viel Fels. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Haben wir doch. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Wie viele Klimaanlagen willst denn du? Die eine hat noch gefehlt, oder? Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Verwaltung, da. Viechers! Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche Finden schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Mit der Schaltfläche Tier finden. Wir bleiben mal da. Gras kurz zu viel, also wenig. Viel zu viel Fels auf jeden Fall. Da muss ich klar.
Wir werden einen Kompromiss eingehen müssen irgendwann. Erde ist auch viel zu wenig. Ich sagen, das Gehege ist einfach zu klein, ne? Gras lang und Erde brauchen wir mehr. Das Gras kurz zu viel. Ja, machen wir mal Erde. Erde brauchen wir überall. Also weg hilft ja nichts. Aber für die Zebras ist das schlecht. So geht doch. Kann man ein bisschen bescheißen wenigstens. Der Felsen ein bisschen anmalen. Okay, braucht mehr Gras lang. Gehört das noch dazu? Das gehört noch dazu, oder? Das Langgeil wollten die alle. Wenn wir das unterste mal haben, gleich so 18 oder 19%. Ich weiß, dass Erde weniger wird, machen wir auch gleich. Das haben wir. Sand, voll Schnee. Sand ist auch viel zu viel. Oder Sand passt gerade so, glaube ich. Richtige Menge passt, richtige Menge Gas. Weniger Erde sind die. Weniger Erde, okay, und dann passt es eh, oder? Aber ich glaube, die Zebras wollen ein kurzes Gras, oder? War das nicht so? Zebra braucht mehr Erde und kurzes Gras haben wollen. Okay, dann machen wir eher kurzes Gras. Das ist den Giraffen wurscht. Ja, die kümmern wir uns gleich. Also gerade kurz zu passen, also Erde ist das aktuelle Problem. Ist ein bisschen zu wenig. Er braucht weniger Erde auch. Reinwurschteln. Okay, passt soweit. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt 7. Hier passt da, oder? Okay. Zebra Booty. Ja, das auch noch, okay. Und wir sind 70, also
Spielzeug brauchen wir auf jeden Fall auch was. Spielzeug durch Futter für alle Tiere. Gehege, Spielzeug. Futterspielzeug. Fump hat's gemacht. Wow, das war toll. Also Kugelchen. Zuschauer sind da in dem Bereich, oder? Das heißt, Früchtebaum, ein Futterspender, ein langsamer Futterspender, Unterwasser-Futterspender nie brauchen wir nicht. Was? Hier hat Aktivisten auf den Plan gerufen. Ja, komm einer hauen. Das ist einiges an Viecher. Wow. Okay, wie komme ich direkt zu den Viechern? Wie komme ich direkt zu den Viechern? Platz 0%. Weil? Futterbeschäftigung, Lebensmittel 50. Okay, die brauchen einfach Beschäftigung. Gehege, Schnecki. Also das geht gar nicht, oder? So nicht. Ah, jetzt. Drehfutterspender. Klumpen aus gefrorenen Fischen, hau raus. Passt, dem geht's gut, dem geht's. Gut geeignet, das heißt, wir haben irgendwas dabei, was nicht passt. Weg damit. Du bist der Kleine, du hast keinen Platz, oder was? Na gut, ich kann es halt irgendwann verkaufen, ne?
Okay, das heißt dann... Egal. Komm. Aber ich krieg halt... Machen wir später. Muss man rauskriegen, wenn wir den... Wie? Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche Finden schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ich sehe es nicht. Ausgewachsen, Wohlbefinden. Schaltfläche finden, wo? Ich will jetzt das Schildkröte da. Ich kann die Verhütung einschalten. Ich sehe, wo sie her sind. Ich sehe die Wertung, Geschlecht, Name, alles kann ich ändern. Ich kann es verlegen, ist schon klar. Umsiedeln freilassen zum Handelsstätte schicken. Stammbaum ansehen. Natur, ich check's nicht. Jetzt müsste also... Oh mein Gott. Ich sehe es nicht. Ich weiß, ich habe das ausgewählt, aber das ist der... Oh mein Gott, der... Ah, alles klar. Okay, na also. Stabiler Rückzugsort wollt ihr haben. Gehege. Stabil. Passt. Nicht so nice, sagst. Mit so einen kleinen da hinten hin. Lebensqualität, gute Beschäftigung.
Interessiert sie nicht so, ne? Was sehe ich denn für welche Tiere das ist? Ah, da. Alles klar, Kathi. Ich bin noch im Tutorial, glaube ich. Also ich bin noch im ersten Ding. Ich habe jetzt gerade massive Probleme gehabt, dass ich den Knopf da finde. Wo quasi das Tier gerade ist. Oh mein Gott. Also, das war jetzt gerade schon minimal kotzig, bis ich das gefunden habe. So, wie geht's euch? Spielzeugbeschäftigung. Es gibt zu wenig Beschäftigung, das Spielzeug für alle Tiere. Oh mein Gott. Okay, dann haben wir noch was Dinge hinter. Du bist ein Riesenstück Goethe, ne? Ja, passt schon. Wie viel wollen die noch? Ja, es war ein Standardknopf, den kann man auch ganz leicht mal übersehen. Aber in einem gewissen Alter geht das. Also ernsthaft, komm. Es wird nicht mal anzeigen. Ich dachte, das wäre irgendwie, das ist das Tier und fertig. Also ich habe das wirklich gesehen. Also ich habe den Knopf schon gesehen, aber ich dachte, dass ich direkt draufdrücken muss. Den habe ich von einem Button finden gesucht, er gesagt. Also von dem her. Also normales Spielzeug. Okay, geh. Nein, ich spiele das Game auch. Ich weiß voll, was du meinst. Ohne Sarkasmus, das mal. Das ist eine komische Kugel da. Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Okay, haben wir das jetzt so? Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Das wird sie schaffen. Ich Ja. begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Okay. Wir gehen zum Menü. Das madagassische Affenschutzprojekt. Wo haben wir mal Rennen, oder?
Aber die geht schon was ohne Sarkasmus. Willkommen auf Madagaskar. Ist etwas anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten. Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen. Und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Lauberkern. Merk ich schon. Und was sagst du zu Madagaskar? Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja, das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere Tiere. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Nein. Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Ich flieg dahin, was bitte sein? Ich flieg dahin. Jetzt. Rote Waris leben in den Regenwäldern der Masoala-Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Voll der Kaminkehrer. Wenn du bereit bist, geht es weiter zu den Borneo-Orang-Utans. Borneo-Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es sei denn, du zählst auch Löwen dazu, die da oben festsitzen. Ach ja. Schau sie dir doch mal näher an. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Sind sie nicht einfach großartig? Der Wahnsinn. Wenn du soweit bist, schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. Bonbons. Bonbonaffen. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Wow, der ist ja richtig weit weg. Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Habe. Gut, jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Ja, bin ich. Klicke nun auf alle Tiere versandfertig machen, um die restlichen Bonobos in Transportboxen zu sperren. Jetzt brauchen wir einen Tierarzt, um den entflohenen Bonobo einzufangen. Unser letzter Tierarzt hat aber gekündigt und ist zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend einen Ersatz Gierig, würde ich einstellen. Geh in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Dort findest du Informationen zu allen Mitarbeitern. Jetzt ist aber nicht die Zeit, dir das anzuschauen. Stell einen Tierarzt ein. Klicke dann auf einen der Wege, um den Tierarzt im Zoo zu platzieren. Gut. Kümmern wir uns jetzt um den Ausbrecher, bevor er allzu viel Chaos anrichten kann. Nutze die Tierwarnungen, um zum entflohenen Bonobo zu gelangen. Klicke dann auf Tierarzt rufen, um den Tierarzt zu holen, damit er das Tier fängt. Okay, geschafft. Während sich der Tierarzt um den Bonobo kümmert, sollten wir das Gehege in Ordnung bringen, damit die Tiere nicht nochmal ausbüchsen. Begib dich zum Gehege. Wie du siehst, ist die Barriere kaputt. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Ersetzen wir diesen Teil. Wähle die Barriere, dann bearbeiten wir sie. Lösche den kaputten Abschnitt der Barriere und ersetze ihn mit einem neuen Bauteil. Lösche.
Also einfach rechte Maustaste, alles klar. Gut, Okay. das wäre erledigt. Jetzt müssen wir oben auf die Barriere eine Klettersperre setzen, damit die Bonobos nicht einfach aus dem Gehege klettern können. Achte darauf, dass du den richtigen Teil der Barriere ausgewählt hast, wenn du das machst. Also, rufe jetzt die Optionen auf, um festzulegen, auf welcher Seite die Klettersperre angebracht werden soll. Und pass auf, dass du es richtig machst. Die Ja, außen Bonobos werden eher über die Barriere klettern als die Besucher. Das ist sicher links, rechts. Gut gemacht. Jetzt sollten wir die Bonobos schnellstens Wir aus erreichen den das Level schon Transportboxen langweilig. holen, oder? Die armen Also keine Ahnung, Tiere Fancy. werden noch ganz traurig, wenn wir sie zu lange da drin lassen. Wähle erneut die Gehegeumzäunung, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Wechsle dann zum Reiter Tiere. Klicke nun auf alle Tiere aus den Transportboxen holen, um die Bonobos Alle freizulassen. Viecherlein. Die Viecherlein. müssen sicher inzwischen ganz dringend mal. Die Karten hast du alles Scheinbar voll. ist nicht nur der frühere Tierarzt des Zoos verschwunden, sondern auch die Techniker. Wir müssen ein paar neue Techniker einstellen, damit nicht noch mehr Tiere entkommen. Techniker übernehmen verschiedene Aufgaben im Zoo. Die wichtigste ist aber die Wartung der Gehegeumzäunungen. Wenn die Techniker sie nicht instand halten, nehmen die Umzäunungen Schaden und gehen irgendwann kaputt. Hab gerade Red Bull Und getrunken dann und wäre turnen trotzdem bald müde. Noch überall Fragen? entkommene Tiere durch den Ist das Zoo. normal? Geh wieder in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Mann, wir haben Uri einiges super. Ich erledigt, schaue ihm oder? einfach nur Das zu, war statt wirklich gute dazu zu Arbeit. folgen. Ich hol mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen. Den Technikern schaust du einfach nur zu. Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Das Also, scheiß Wichtigste Zipper, ist, Klaus. dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Unsere Tierärzte haben nämlich auch die Aufgabe, Forschung zu betreiben. So können sie Beschäftigungsgegenstände, zusätzliche Informationen für Bildungsobjekte, bessere Zuchtprogramme und besseres Futter freischalten. Also Futter für die Tiere. Forschung allein reicht nicht, um das Essen in der Kantine zu verbessern. Naja, wie dem auch sei. Wie du siehst, ist Forschung ein wichtiger Bestandteil des Ich habe Zoobetriebs. nicht aufpasst. Damit ein Tierarzt Forschung betreiben kann, benötigt er ein Forschungszentrum. Leider hat dieser Zoo hier keines, also lass uns ein solches Zentrum bauen. Ich habe eine geeignete Stelle dafür markiert. Da hinten. Da will ich kein Forschungszentrum haben. Das will das Kloheidel. Dir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, an der du das Forschungszentrum bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge, das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Wenn du das Forschungszentrum auswählst und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Klicke, um das zu tun. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt Nur eine so. neue Aufgabe zuweisen. Beachte, Aha. dass Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Ach so. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Nicht. Lassen Okay. wir unseren Tierarzt Katas erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten Das können. ist halt schon Ziehe den umfangreich. Tierarzt einfach über den Eintrag Kata, um mit der Forschung zu beginnen.
Zieh ein Tier, darfst du also draufziehen. Wenn ich so darüber nachdenke, Du spielst ja ich nichts glaube, anderes. wir haben gar keine Infotafeln oder Lautsprecher beim Gehege der Cutters. Lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen, damit unsere Gäste mehr über unsere pelzigen Freunde erfahren können. Also die letzte Simulation, die ich gespielt habe, ist, also wenn man jetzt sowas wie Animal Crossing, aber das kann man nicht zählen, rausnimmt, dann war das Jurassic Park Evolution. Natürlich klar, ist jetzt vielleicht 5 Monate her. Aber ja, aber du spielst so sehr, 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 sehr gern Simulationen. Sehr, sehr gern. Deine Lieblingsbeschäftigung, so heißt man, wären Simulationen. Das war richtig schlecht. Ultra übel, was noch? Simulation ist zumindest das einzig Stetige, würde ich sagen. Es ist auch eine Simulation. Deswegen heißt es ja Sims. Hausflipper. Simulation. Jurassic World Evolution. Simulation. Also Aufbausimulation. Ja gut, okay. Die Aufbausimulation speziell habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich sage nach und nach. Ich mag alles spielen, mir gefällt da ziemlich jede Richtung. Ich sag mal bewusst fast jede Richtung. Jurassic World war übel. Ja gut. Ach so, ich dachte, das Kommentar von mir jetzt. Okay. Ja, mal schauen. Wir haben schon mal geredet über das Thema, ich weiß schon. Ich habe keinen Vergleich gehabt und ich habe mich nicht so krass auf das Spiel gefreut wie du. Drum. Für mir war das klar, dass das irgendwie abgeklatscht wird und das war's. Deswegen war jetzt nicht dermaßen hyped auf das Spiel, geschweige denn habe jetzt irgendwie außerdem was mir nichts gekostet. Was soll man machen? Ich weiß nicht, wo der Markierbereich ist. Scheiße. 2 Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Ach, da, mein Gott. Oida. Visuelle Medien, ne? Das ist der Projektionsbildschirm, was ist los? Ist auch von dem Machen verblendet zu, wenn ich mich nicht täusche. Okay, weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Hä? Wie soll das jetzt gehen? Gehege-Infotafel, Infotafel-Set. Steht da eine. Das ist gekreist. Gestell. Wie kriege ich ihn da dran? Planet Coaster, okay. Ja, drehen kann ich's. Aber ich will es ja hochkant irgendwie stellen, das Ding. Ich kriege den Scheiß wieder weg jetzt. Muss mal den Kack da. Über alle Achsen drehen? Ich gucke nochmal.
Ach, mit X kann ich es auswählen. Alles klar. Jetzt müssen wir noch festlegen, zu welchem Tier Informationen angezeigt werden sollen. Wähle eine Infotafel aus, um Ihr Infofenster zu öffnen. Das ist beschissen gemacht, du snappen das da nicht dran. Wählst du aus dem Menü Cutter aus. Halt die Fresse, komm jetzt. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, Shift ist Höhe. musst du darauf achten, dass sich dieses Y Tier auch in der ist Nähe Größe. befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Das zweite Reihe, zweites. Das ist ja die komplette, ich habe ja schon eine Tafel dran. Ich muss also dran pappen, das Ding. Hat der das da dran gemacht? Ah, oh mein Gott, jetzt. Oh Gott. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Okay, das ist ein... Oh mein Gott. Wie sie da entsetzt. Das kotzt mich an. Wie Sau. Beschissen gelöst. Das ist echt beschissen gelöst. Jetzt war eine Pause da. Das Problem, wie du gerade hast, ich echt noch nie damit. Okay. Das ist ein bisschen Viertelarbeit. Ja gut, okay, da passt schon. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie... Oh mein Gott, ist das schief. Ich habe ein Problem. Das nennt sich Augenmaus. Ist das schief. Kata. Ding ist, du kannst in dem Spiel halt alles Gebäudegehege frei bauen, daher brauchst du Freiheit. Ja, ist klar, lassen wir schon. Ist auch okay. Ich meine, ich spiele jetzt sowas seit Ewigkeiten wieder mal, wirklich seit Ewigkeiten. Drum, alles cool. Kannst gar nicht abreißen, ich musste also das Ding da hinfutteln. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Hallo Mahala, hallo Budala. Okay, so zieht man es quasi dann alles. Ah, okay. Alles klar. Okay. Problem ist meine Maus tatsächlich, Kathi, vergiss das nicht. Die ist ultra krass eingestellt, teilweise ich bewege die nicht viel, dass ich das da mache. Also ich mache da nicht viel. Ich habe die ziemlich sensibel gern. Aber es ist hier vielleicht ein bisschen schlecht. Außerdem ist mein Mausrad das Problem, dass der Drehsensor quasi vom Mausrad immer noch kaputt ist. Sprich, wenn ich scroll und das ruckelt ab und zu mal so, das ist der Drehsensor, der im Arsch ist. Nun, da wir die Infotafeln haben, sollten wir noch 2 Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Es sind 2. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. Wenn wer einen Kopfstand macht, dann kann er es lesen. Das passt schon.
Ui, ist das neue, mein Aim ist nicht schlecht. Ich hatte Lags. Also tatsächlich ist das bei mir wirklich so. Also ich habe den, ich muss mal abgeben, meine Maus, aber da habe ich halt aktuell keine. Ich weiß nicht, ob die so Reparatur einschicken, ich habe noch nicht geredet damit. Ich war seitdem noch nicht drin, ich habe die vom Saturn damals geholt. Mit einer anderen Maus komme ich echt nicht mehr klar, das ist echt, das ist schlimm, also ich... Es ist eine Rocket-Maus, ich lieb's. Da geh halt, was man muss. Ich müsste mal zum Saturn gehen, ne? Fräulein Katharina. Oide. Amtszaun, sagt er. Ich verstehe gerade nicht genau. Ach, das sind die. Ach so, okay. Die sind ja quasi an den Masten dran, oder wie? Geht das? Jetzt müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen. Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Den Cutter? Ah, das Ding ist einfach auf dem Boden. Da ist wurscht, aber der Bereich rundblau sollte es nicht überschneiden. Ah, okay. Klasse. Oh, du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Na, Ohne Strom bringen Lüge. sie also nicht viel. Oh, scheinbar hat unser Tierarzt die Forschung zu den Cutters abgeschlossen. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Komm, hol die Forschungsergebnisse ab. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe 28. weiter. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Nachdem wir jetzt etwas für unsere Das ist Gäste nicht getan Sims. haben, sollten wir auch etwas für die Cutters tun. Einige Tiere wie die Cutters haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Wow, einen gleich. Finden wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Cutters noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Umliegende Dann auf Metzgerei, dem dann weißt du, Reitergelände. was denn ausgelastet. Cutterfleisch. Ja, das weiß ich schon, was geht. Das war mir schon klar. Ich sehe hier keine Bären. Ich will Bären jetzt. Tobi möchte Bären. Machen wir mal offen. So, Wie du siehst, brauchen die Cutters noch sehr viel mehr Kletterfläche. Ah, da. Zum Glück habe ich schon einen Bauplan für einen Kletterrahmen für dich. Nein, Du möchte kannst den Bären. Rahmen entweder so aufstellen oder selbst eingestalten. Eichkatzel ist der natürliche Tiere Feind des haben Bären. übrigens nicht immer nur ein Kletterbedürfnis. Einige Tiere brauchen zum Beispiel Wasser im Gehege, damit sie schwimmen gehen können. Man muss da wirklich sehr aufpassen. Das Eichkatzel zwickt die Bären immer in die Hoden. Das mögen die Bären nicht. Darum bin ich ja da. Ich sag das was. Lemurenkletterrahmen. Kann das irgendwie filtern auf die Viecher, ne? Hodenkastel, genau.
Ich kann das Klettergerüst quasi komplett selber bauen. Sehe das richtig jetzt? Ja? Fump, fump, fump. Es ist wunderschön. Ich lieb's. Geht nicht. Sackerlmietzen. Pump. 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 Passt. Mega nice, ne? Mega selten. Was ist so blöd zu bauen? Es gibt auch ein fertiges. Nein. Ich weiß, das steht da unten. Also zu blöd zum Bauen werden, hätte ich schon aufgehört. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Ja, Cutters. sag ich doch. Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Fertig kauft. Besseres Futter. Ach so. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Ja, Du ja. kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Eingang. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Jetzt öffne den Reiter Tiere. Also der Ausblick auf das Tier ist von hier aus okay. Kata. Oder Kappa. Hier Super. Wie du siehst, kannst du hier die Futterqualität ändern. Jo. Klick einfach auf das Dropdown-Menü und wähle Futterqualität Hab Stufe ich. 2. Futterqualität Stufe 2. Da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen. Du frisst dein Alles Bio-Joghurt. klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, Voll nice, der diese Kletterrahmen. Viecher werden Komm. echt verwöhnt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran Wildnis, ne? erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Achso, ich wollte gerade sagen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein. Denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der komm. Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, Es ist alle drei viel besser da. Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen. Und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. Bin ich schon. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Gehege an. Du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste aus. Ich dachte, man lässt die älteren Tiere quasi in die freie Wildbahn, dass sie dann gefressen werden. Dann sterben sie im Zoo. Ja, hau raus. Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Aber er wird es in freier Wildbahn gut haben.
Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Potential. Ah, wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann, wenn es um etwas so Putziges wie Katas geht. Wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen, hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Ja. Bisher haben wir uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Begib dich bitte dorthin. So, lass uns jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. Bisschen auch klein. Sehr gut. Ja, jetzt Als da. nächstes So, musst du Nummern. ein Tier für das Vivarium auswählen. Wie wäre es mit der Gila-Krustenechse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen Was? auf. Danke dir. Vielen lieben Dank. Das habe ich rausgebracht. Jetzt. Markt für Vivarientiere anzeigen. Gila-Krusten. Ja, heraus. Dieses Tier wird gegen Bargeld adoptiert, es kann nicht freigelassen werden. Ja. Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gila-Krustenechse dem Vivarium zuweisen. Habe ich? Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist, also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Steine zum Beispiel. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Habe ich. Im Moment sind leider nur Beschäftigungsobjekte der Stufe 1 freigeschaltet. Aber platzieren wir zumindest eins davon für die Gila-Krustenechse. Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzte Forschung betreiben lässt. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krustenechse. Klicke auf den Reiter Klima. Hier siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt. Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster. Du kannst jedes der 4 Fenster eines Vivariums anpassen. Es kann geschlossen oder offen sein oder als 2- oder 3-dimensionales Hintergrundbild fungieren. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Ach Gott, Infotafel. Zack. Zack, wollte ich jetzt sagen. An der Infotafel.
Könnt ihr hinbauen? So, ja. Da ist immer ein Drill drin. Ja, das Viecher noch nicht gekriegt, ne? Das ist eine andere Tafel. Das ist eine andere Tafel, alles klar. Nevermind. Klasse. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Okay, also. Halt in deinem Zoo mindestens 12 Tierarten, 9 haben wir. Okay. Ich sehe nichts. Ja, kann man trotzdem plastern? Das ist höher, ne? Du bist. Angenommen. Ich will jetzt sowas da irgendwo haben. Geht ja nicht weil zu. Geht ja nicht, weil wir es in der Plattform wahrscheinlich, denke ich mal. Aber hier könnte man es hinbauen. Was ist das da? Okay, aber da geht doch. Geht da nicht, weil? Wieso gehst du? Weil du zu wenig Platz hast. Kriege ich nicht hin, ne? Mittelklein, aber klein ist das kleine. Nee.
Wir müssen doch ein neues Gehege bauen. Also müssen wir sowieso, aber... Da ist dahin gepflastert. Alles klar. Ja. Gehege. Okay, wie machen wir's? Wie machen wir's? Ach, das ist auch nicht. Ach, da ist ein Viech drin. So, noch zur Auswahl. Ah, gute Nacht, Kathi. Gute Nacht. Wie kriegen wir jetzt... Wo sehe ich, was ich habe? Tapir und Schimpanse habe ich nicht. Und Achatschnecke anscheinend auch nicht. Okay. Ich würde hier in der Mitte gerne so ein kleines Ding hinbauen, so ein Vivarium-Dingsbums. Und jetzt versteht irgendwie sowas, ist ja wurscht. Einrichtungen. Wie kriegen wir Barrieren, Baupläne, Baupläne. Rückzugsort, meine Baupläne, Steam Workshop, vorgefertigt. Was haben wir hier? Ach, da haben wir also Dinger, okay. Werkstatt, Quarantänebereich, Toilette. Aber hier ist nichts, oder? Wo habe ich einen Wege? Bei Gehege ist klar. Natur ist wirklich nur Natur. Einrichtungen das normalerweise, oder? Das sind Häuser, okay. Mülleimer, Bänke. Gästeeinrichtungen. Mitarbeiter. Müssen wir länger ziehen? Nee. Kleintivarium. Ah, da gar kein Platz, das Scheißding. Ich würde das gerne anders machen da.
Architektur. Wände, Dächer, Boden, Wanddekor, Vordächer, Schilder, Requisiten. Wo ist denn so was Banales wie Wege? Das gibt's ja nicht. Okay, Natur haben wir einiges. Einrichtungen, Bau. Ja, da bin ich die ganze Zeit schon. Da habe ich schon geschaut. Wände, Vordächer, Wanddekor, Türen, Fenster, Beleuchtung, Schilder, Requisiten, Mittelpunkte, Kunstformen, Spezialeffekte. Da ist nichts. Gibt es hier noch nicht? Hütte Fundament. Das wäre schon mal das erste. Schild beweglich. Einwegspiegel. Ne? Ne. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht ganz blöd, oder? Nö. Einrichtungen? Kann alles sein, oder? Muss einer von den unteren 6 sein. Der Baupläne meinst du? Oder der Bau? Baupläne, einer von den unteren 6. Oh wow. Ganze Gehege sind da drin, okay. Jetzt schaut er nach. Ah, nicht schlecht, okay, danke dir. Vielleicht geht's ja hier noch nicht. Macht nix. Mach ich. Ah, da ist Wege. Ah. Da ist Wege und Gelände. Hier.
Ich sitze davor. Ich habe es selber nicht gesehen, das war unten im Eck. Hast du wirklich nicht sehen können? Nein, ich habe es aber auch nicht gesehen, tatsächlich. Gelände habe ich vorher gesehen, aber das Wege, entweder, keine Ahnung. Ich habe sie gesehen. Jetzt machen wir es so, ne? So, muss nichts Besonderes sein, bloß irgendwas Kleines. Ist das Miau? Hi! Cooler Name. Also ich bin nur ganz neu in dem Spiel, nicht wundern. Und es ist noch. Ich sag mal, sehr verbesserungswürdig. Und wieder mit der Zeit spielen. Das glaube ich, das glaube ich. Es ist wunderschön. Nicht so wirklich. Hier kann ich nicht können. Also mittelamerikanische Tapir holen wir uns hier rein. Würde ich sagen einmal. Was wollen denn die? Fürs Wegebahn habe ich einige Videos anschauen müssen, bevor ich mal was Schönes bauen habe können. Ah, schon wieder. Ja. Lebenserwartung 8%, okay. Ich finde es teilweise extrem umfangreich tatsächlich. Also es ist, ich war vorher einfach mit der schieren Möglichkeit, das alles in jede Richtung zu drehen und das umzuschalten, einfach komplett überfordert, muss ich ehrlich sagen. Kurzzeitig dann mir gedacht habe, wow, also es ist Fitzelarbeit ohne Ende, ja. Stimmt. Aber man hat schon viele Möglichkeiten. Gut ist mit den Wegen, man kann da schon ein bisschen rumprobieren, indem man die kurz und lang macht und alles und das stimmt schon, ja. Wikipedia. Du kannst halt eigene Gebäude machen, wenn du Zeit hast. Und du sagst, ja, weiß ich, habe ich schon gesehen, einzelne Wände, Fenster, hau mir ab, also ohne Ende, ich habe schon gesehen. Es ist echt umfangreich wie Hölle. Artendaten. Jetzt pass auf. Nee, das nicht. Natürlicher Lebensraum. Was gibt es hier? Tropen. Gemäßigt und Gradlandschaft.
Tropen gemäßigt Graslandschaft. Was? Ja klar, macht Sinn. Jetzt, wir holen uns jetzt einen. Lass mich hier rumrennen. Kümmert sich der automatisch um die Gehege jetzt? Wenn ich jetzt nicht rumrennen lasse? Schauen wir mal, was rauskommt. Wie der Mighty herumrennt, ne? Ahoi. Ist random. Also hast du mich absichtlich gesucht oder schaut der... Also du rennst quasi wirklich... Okay, ich dachte du rennst dir wirklich rum. Hätte sein können, also ein bisschen... Mich hätte es ein bisschen gewundert. Ist okay, so von mir selber. Okay, aber... Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch Gehege machen. Wir brauchen... Barrieren. Wir brauchen... dickes Glas. Wir wollen... Kapiere ich noch nicht so ganz. Also man kann hier doch irgendwie die austauschen. Jetzt, okay. Nur mal so würde ich sagen. Dann brauchen wir einen Zugang. Schön, dass ich hölzerner Geheingang überkomme. Machen wir gleich da. Wir haben ja keinen Strom. Noch nicht, denke ich mal. Mal gleich schauen. Nee, haben wir nicht. Okay, Gebäude, Wasser haben wir. Temperatur ist ziemlich gut. Machen wir erstmal Strom. Okay, Transformator. Der ist cool, ja. Und der Tierpflegehäusl machen wir noch mit der Einrichtung. Afrikanisch Tierpflegehütte klein. Ja, ne? Aber da kann ich bestimmt was drüber bauen über das Ding, über das Häusl.
Da kann ich bestimmt was drüber bauen. Oder das vorher machen sollen? Mülleimer Bank ist Sicherheit. Egal. Schön machen wir dann irgendwann mal später. Ambulanten würde ich sagen, sind nicht unwichtig. Eine Bank, okay. Picknick, Paladin, nee. Mülleimer, Spendenboxen, wo waren da die Dinger? Was Gästeeinrichtungen? Kann nicht schaden, ne? Aber Mrs. Miau, auch eine sehr erfahrene Spielerin, sage jetzt mal, was Blende zu angeht, oder? Ich vermute fast. Finanzen ist dann okay. Okay, Toilette. Noch ein bisschen schauen, was da alles gibt. Das machen wir das Gehege fertig. Gehege. Wie füllt er jetzt am besten alles, was für die Dinger gut ist? Sortieren nach. Nach Tapir suchen. Schaut nicht so aus. Ich muss das reinlassen, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Komm, egal. Tja, da. Was heißt das, die Blätter da? Ach, das ist Arthaltungs. Okay. Machen wir einfach mal. Tier kann nicht freigelassen werden. Warten wir da mal. Okay, der kümmert sich jetzt einfach um die Dinge, um die Gehege.
Jetzt kann man es okay. Ich brauche bloß mal eins dabei. Lebensqualität, okay. Wohlbefinden ist schon mal okay. Lebensqualität ist das Problem. Okay, das ist eigentlich sogar ganz cool, weil Bepflanzung ist 0, gut, das ist ein bisschen wenig. Tropen. Mein Gott. Ja, ich merke schon. Und ein Baum. Oh je, je. Gut, der wird starten, das passt. Pflanzen ist zu wenig. Okay, machen wir noch so einen großen Baum. Kakaobaum, Kakao 2. Passt. Wasserflächen möchten sie haben. Kriegen sie auch. Einrichtungen, Baugehege. Nee. Gelände damals. Wasser. Das ist eine ich kann gar nicht. Das passt aber ziemlich gut für die tatsächlich. Ich würde das gerne irgendwo aus dem... Aha. Wieso kann ich kein Gelände? Alles cool, passt da. Tiere haben wir auch, passt da. Martin ist auch cool. Jetzt warte mal.